Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Heute reden wir über ein Thema, das wahrscheinlich Sie nervt. Auf jeden Fall, mich nervt es ganz gewaltig. Heute reden wir über Littering. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Ich sage denen auch Güssel, Grüssel, Leute, die einfach ihren Dreck wegrühren oder stehen und liegen, wo es gerade kommt. Wir haben heute einen Gast im Studio, wo wir über das Thema reden. Ein Gast, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema auseinandersetzt. Er ist Präsident der Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt, kurz IGSU. Heute ist er bei uns im ZT-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Daniel Frischknecht. Vielen Dank, Herr Pfister, für die Einladung. Herr Frischknecht, heute reden wir über etwas, das ganz viele Leute nervt. Auch bei uns in der Region, wir haben immer wieder Bilder zugeschickt. Gerade heute haben wir wieder welche im Posteingang gehabt. Wir reden über das Littering. Sie sind Präsident von dieser Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt, was wir eigentlich alle gerne wollen und bewahren. Erklären Sie doch kurz, was sind die Ziele von dieser IGSU und was macht die IGSU ganz konkret? Wir engagieren uns seit über 10 Jahren gegen das Littering, also gegen das achtlose Wegwerfen von Abfällen. Am meisten bekannt vielleicht sind wir einerseits mit der Plakatkampagne, die wir früher gemacht haben, was im Wohnzimmer stört auch auf der Straße, wo wir ein zugemülltes Wohnzimmer hatten oder ein zugemülltes Chalet oder was Sie sich auch vorstellen können. Und andererseits haben wir sogenannte Littering-Botschafter unterwegs. Das sind Leute, die aufklären und sensibilisieren im Bereich Littering und Recycling. Die sind mit so Wägeli unterwegs, die man auch entsorgen kann. Also sie sehen ein bisschen aus wie Glassenwägeli. Und die sind an diesen Hotspots unterwegs und reden mit den Passantinnen und Passanten, bieten eine Entsorgungsmöglichkeit an und klären eigentlich auf, dass man es nicht am Boden rühren soll. Und neben dem haben wir eigentlich noch ganz einen Haufen Sachen. Vielleicht noch wichtig, den Clean-Up Day, den wir jedes Jahr machen. Den machen wir jetzt seit 5 Jahren. Im September, glaube ich. Genau, richtig. Sehr schön. Am 11. und 12. September. Da dürfen alle noch mitmachen und sich anmelden unter cleanupday.ch. Da kann man als Verein kommen, als Privatperson, als Firma, was auch immer, und kann ein gewisses Gebiet reinigen. Wichtig wäre einfach, uns das zu melden, dass wir das einspeisen ins System und dann das weltweit auch kommunizieren. Gefühlt sind ja der Sommer wieder besonders viele Literer unterwegs, hat man so den Eindruck. Wie gesagt, wir kommen ständig Bilder über von Leserinnen und Lesern. Gibt es ihrerseits Schätzungen oder vielleicht sogar Studien, wo man etwas darüber könnte aussagen, wie sich das Phänomen entwickelt? Nimmt also Littering weiterhin zu, wie man manchmal so subjektives Gefühl hat, oder fruchtet ihr langsam etwas? Ja, die Medien vermitteln natürlich das Bild, dass mehr Littering hat. Das ist nicht so. Wir machen seit 5 Jahren Umfragen an diesen Hotspots, wo wir Passantinnen und Passanten fragen, wie sie gemäß ihrer Meinung sich die Situation verändert hat. Und wir dürfen Freude feststellen, dass sie teilweise gleich bleibt, vielleicht sogar leicht besser ist. Das Jahr ist natürlich ein Ausnahmejahr mit dem Coronavirus, wo die Leute nie können. Das heisst, sie bleiben alle da. Es war noch schön Wetter gewesen. Es gehen alle raus. Also das Jahr ist sicher als Ausnahmejahr zu werten. Aber auch mit der Bevölkerungszunahme können wir nicht sagen, dass das Littering zunimmt, sondern es ist stabil oder leicht reduzierend. Also Ihre Arbeit fruchtet offenbar etwas? Ja, es ist nicht nur unsere Arbeit, sondern es ist auch die Städte und Gemeinde natürlich hauptsächlich, weil dank der Städte und Gemeinde, die Abfallkübel aufstellen und die auch bewirtschaften, haben die Leute eine Entsorgungsmöglichkeit. Aber sicher auch die Sensibilisierung, die nicht nur wir machen, sondern auch wir dürfen in den Schulen machen, wo andere Vereine auch machen. Das hilft sicher und dass auch in den Medien diskutiert wird. Aber das ist eine Verhaltensänderung und das braucht Zeit. Was ist das folgenschwerste, eigentlich so die schlimmste Art von Littering?
Ja, das Folgeschwerste ist halt, wenn es jemand verletzt oder vergiftet. Das ist sicher dann das ist das Folgeschwerste. Aber Littering ist per se schon mühsam und unnötig. Darum ist es ist so oder so nicht gut. Wir haben uns ja schon im Vorfeld kurz über die Ursachen des Littering unterhalten und dann haben Sie gesagt, das ist im Kern ein Erziehungsproblem. Also direkt gefragt, den Kids wird nicht mehr beigebracht, dass man nicht einfach seinen Gössel wegschmeißt oder liegen. Das ist das Problem. Was wir nicht vergessen ist, dass es ja 95% der Bevölkerung eigentlich richtig macht. Wir reden immer nur von diesen 5%, auch mit Massnahmen, die in Zukunft geplant sind oder Ideen, die man hat. Wir reden nur immer von diesen 5%, von diesen Bösen. 95% brauchen Kübel, da gehören Sie und ich dazu. Also das funktioniert. Die Jugendlichen sind naturgemäß mehr draussen, darum sagt man immer, es sind die Jugendlichen, die littern. Dort ist klar, dort muss man halt auch informieren, dass es halt vielleicht nicht cool ist, wenn man es liegen lässt, sondern es ist vielleicht cool, wenn man es eben nicht liegen lässt, sondern auch für nachfolgende Leute, die dort Party machen oder was auch immer, dass dort noch ein Platz und sauber ist. Also wir möchten nicht sagen, dass es quasi ein riesiges Problem dort ist, aber wir müssen Aufklärung betreiben, das ist ja so, ja. Ich war ja die Woche unterwegs mit jemandem, der seit 30 Jahren in Ofterigen arbeitet, jemand, der Gössel zusammensammelt. Er hat eigentlich etwas sehr Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, wenn ich das früher gemacht hätte, hätte ich von Matti auf einen Ranzen bekommen, hat er wirklich gesagt. Also, auch von dort her kommt die Aussage, es ist ein Erziehungsproblem. Mhm. Ich sehe es ja selber. Es ist sicher so, dass man heute mehr Freiheiten hat als früher. Es fängt nur schon an mit den Auswahlmöglichkeiten, die man hat, wenn man sich verpflegen will. Also ich bin ja nie mit einem Getränk unterwegs früher, weil das hat es gar nicht gegeben. Also das ist alles neu. Also das ist auch wie die Auswahl ist grösser geworden, die Freiheiten sind grösser geworden. Das heisst, auch die Herausforderungen, um die gesellschaftliche Veränderungen zu bekämpfen, die sind sicher grösser geworden. Und von dort her sind wir auch dran, dass wir in den Schulen wirklich aktiv sind, dass wir eigentlich von den Kleinen aus loslegen, daheim aufklären. Also nicht nur die Kleinen, wir gehen auch in die Berufsschulen. Da sind die Diskussionen dann ein bisschen härter, aber auch spannender natürlich, wenn dann dort die Aussagen kommen. Aber es sind eigentlich alle wohlwollend zu so einem einfachen Problem wie einfach nicht am Boden rühren. Genau, aber das Erziehungsproblem, Sie reden jetzt von der Schule, ich rede natürlich von daheim. Okay, gut. Also, ja. Aber ist es so, dass einfach viele junge Leute das offenbar nicht mehr mitkriegen? Das war einfach nicht das Wichtigste gewesen, wenn wir es mal so sagen, dass es vielleicht andere wichtige Sachen gibt. Aber was wir sicher wissen, ist, wenn es im Recyclingbereich Aufklärung gibt, dann gehen natürlich die Kleineren oder die Jüngeren heim und sagen, Papi, wieso machen wir das nicht daheim? Oder Mami, wieso rührst du das in den Kübel? Also das haben wir schon viel gehört. Ja. Weil ich frage natürlich, wenn das so ist, dass es ein Erziehungsproblem ist, dann haben wir das ziemlich tief verankertes Problem, nämlich so ein bisschen richtig, was Hänschen nicht lernt Hans immer mehr. Also das bringt man dann nicht mehr so schnell weg. Die bleiben dann ihr Leben lang möglicherweise littern. Da reden wir natürlich von einer Verhaltensänderung. Und Verhaltensänderungen wissen wir, das braucht nicht 1, 2, 7 Jahre, sondern das braucht mehrere Jahre, also Jahrzehnte vielleicht, oder eine Generation, wo man einfach muss aufklären, dranbleiben, kommunizieren. Man muss halt auch immer mit jemandem immer wieder reden und ihn fördert, quasi zeigt, was es auch bringt, einen Nutzen aufzeigen. Da sind wir schon überzeugt, dass es funktioniert, aber es wird nicht von heute auf morgen sein. Das ist definitiv so, ja. Wir haben in unserer Serie, die wir gemacht haben, im Zofingen Tagblatt über das Littering, so eine Typologie von Litterer gemacht. Wir haben gesagt, es gibt 4 davon. Der Ziggy-Litterer, die Stummel einfach wegschmeißen. Dann Party-Litterer, die den Müll an den schönen Plätzen liegen. Dann der notorische Litterer, die im Alltag immer wieder Zeug liegen oder einfach ihr Zeug, wenn sie nach dem Mittagessen wegschmeißen. Und der kriminelle Litterer, der zum Beispiel illegal Pneus oder anderes Material, das kostenpflichtig ist, einfach irgendwo deponiert. Stimmt das etwa, was wir hier journalistisch, von unserer journalistischen Perspektive entwickelt haben? Trifft das etwa auch Ihre Beobachtungen? Stimmt mit Ihren Beobachtungen überein? Von mir aus stimmt das gut. Wir können es noch ergänzen mit psychologischen Komponenten, dass man quasi auch Gruppendruck ist immer so ein Thema, das man hat, dass man es ja nicht vortragen kann, weil es die anderen dann nicht cool finden. Oder man hat einfach eine Entschuldigung parat, man ist eigentlich nicht ein Liter, aber keine Zeit oder ist zu faul oder was auch immer, um das irgendwo reinrühren. Also das gibt es also auch. Das Einzige ist Deponie von Pneu und so, das ist nicht Littering, das müssen wir immer unterscheiden. Das ist wirklich illegale Entsorgung, wo man auch hart büssen, ja. Etwas, was auch von unseren Leserinnen und Lesern immer wieder kommt, sind die Pfand. Solange es keine Pfand auf Flaschen gibt oder anderen Sachen, bessert das eigentlich nicht wirklich. Was sagen Sie dazu? Ist das eine gute Sache, die Pfand, und wenn auf was? Das ist keine gute Sache. Also ich bin
völlig dagegen, gegen ein Pfand. Es klingt immer gut, so als Erstlösung, oder es klingt so einfach, hat aber ganz einen Haufen Sachen, die dahinter hängen. Und das habe ich vorher gesagt, das möchte ich eben noch mal sagen. 95% der Leute machen es korrekt. Also wir reden über eine Massnahme von 20 Leuten im Raum, einer rührt es fort und 19 werden dann bestraft dafür, dass sie jetzt ihre Sammelstellen, die sie haben, und das ist eigentlich das Hauptthema. Man muss genug Möglichkeiten haben, um etwas zu entsorgen. Genug Sammelstellen. Da haben wir jetzt in der Schweiz über 100'000 Stück für jetzt. Es geht ja um ein Pfand auf Getränkeverpackungen, für PET-Flaschen, Aludosen, Glasflaschen. Wir haben etwa 100'000 Sammelstellen in den Gemeinden. Sie können jeder Gemeinde Glas- und Aludosen zurückgeben. Wenn ein Pfand kommt, verschwindet die, weil das braucht es dann nicht mehr. Das gibt es dann nur noch im Detailhandel. Im Detailhandel können Sie nur während der Arbeit, also während der Öffnungszeiten zurückgeben. Und Sie haben dann natürlich noch das Problem, dass in der Nacht, wenn Sie irgendetwas gepostet haben, können Sie das nicht zurückgeben. Dazu kommt noch an, dass Getränkeverpackungen nur etwa 7% vom ganzen Litring ausmachen. Der Rest sind Zigarettenstummel, Kartonschachteln, Servietten, die bleiben alle liegen. Also ich könnte mal ins Internet gehen und Vermüllung Städte Deutschland machen, weil das ist ja dann immer das grosse Beispiel. Oder Vermüllung Parks Deutschland. Zum schauen, was quasi einfach, was es bringt. Und das Litring verschwindet nicht, weil es wird ja nur ein Teil bepfandet und man geht noch davon aus, dass 100% zurückkommen. Das ist auch eine Illusion. Darum macht man eigentlich etwas aus einem ganzen Strauß raus, der nichts bringt, aber viel kostet. Gut, die zweite Massnahme, die immer in den Raum gestellt wird oder gefordert wird, und ich ehrlich gesagt auch rechte Sympathie dafür habe. Im Kanton Aargau ist es im Moment so, dass Liter mit maximal 300 Franken gebüßt werden. Das passiert aber selten. Hier im Bezirk ist es vielleicht auch ein halb Dutzend Mal vorgekommen ungefähr. 2 Fragen dazu. Müssten die Bussen nicht viel schmerzhafter sein? Also wenn ich in Kalifornien unterwegs bin, was ich jetzt schon lange nicht mehr war, aber habe ich dort auf dem Plakat auf der Autobahn gelesen, Highway Littering $1.000 Buß plus 8 Stunden Arbeitseinsatz. Das tut weh. Müssen wir dort nicht einfach viel härter mal einfach die Schrauben anziehen? Ja, wenn ich natürlich das aufs erste Mal höre und sage ja, wenn ich die Situation gerade anschaue auf Platz, sage ich ja, gerade das ja richtig, es muss richtig schmerzen. Und wenn man so das Verhältnismäßigkeitsprinzip anschaut, dann habe ich wieder ein bisschen Mühe, wenn man so hohe Bussen umsetzt, dass man wirklich jemanden, der quasi böse nur ein Papier wegrührt, gerade mit einem halben Monatslohn oder einem Viertelmonatslohn bestraft. Einfach, dass man dort Verhältnismäßigkeit ansetzt. Aber es darf schon ein höherer Betrag sein, sicher. Also nicht einfach ein zweistelliger, sondern sicher etwas um die 300 herum. Ja. Also Sie würden sagen, das, was der Kanton Aargau umgesetzt hat, die 300 Franken, das ist eigentlich gut. Also das tut schon ein bisschen weh und schreckt auch schon ein Stück ab. Es sollte ja ein bisschen abschrecken. Also es sollte ein bisschen eine Repressionsmaßnahme sein. Man muss es einfach wissen, dass es umgesetzt wird. Dass es einen Buß gibt, das muss man natürlich wissen. Nicht, dass man dann in Flagranti und sagt, da habe ich gar nie etwas davon gehört. Aber Sie sagen, es sollte abschreckend wirken. Bei der Polizeikorps heisst es jetzt immer, es ist halt schwer, jemanden in Flagranti zu verwischen. Ist das nicht ein kleiner Ausrede? Also wenn man will, könnte man dort möglicherweise schon ein bisschen mehr Druck machen und ein bisschen mit kreativen Methoden die rauspicken, die eben littern. Mir fehlt auch ein bisschen die Erfahrung und ich kann das nachvollziehen, dass es schwer ist, dass man jemanden in Flagranti verwünscht, der jetzt dort etwas fortrührt, am Boden rührt und dann dieser Person einen Buß gibt und denen kann sagen, du, das ist mir am Boden gefallen. Aber ich gehe davon aus, da kann man auch mit gesundem Menschenverstand, weil es gibt ja dann wirklich solche, wo man merkt, das ist einfach passiert und einfach solche, die es dann halt eher böswillige Anführungszeichen machen. Dort. Aber für das fehlt mir wirklich die Erfahrung, wie man das muss umsetzen muss. Überwachungsvideo. Videoüberwachung, so die Hotspots überwachen, wäre eine einfache Methode. Würde nicht viel kosten. Wäre sicher eine einfache Methode, aber auch da ist die Verhältnismäßigkeit, die ich auch in den Raum möchte stellen, wenn man dann wirklich, weil jetzt ein paar Sachen liegen bleiben, alles überwachen. Die böse Überwachung steht, der sogenannte und aufziehen, weil ein paar Leute Sachen liegen lassen. Es gibt sicher Gerechtfertigte. Das sehen wir bei den illegalen Deponien, wenn es dann wirklich giftige Sachen hat, die sie hinterlegen, dass man dort etwas macht, also Hotspots. Aber jetzt wo Jugendliche Party machen, dass man die jetzt gerade so überwacht. Nicht sympathisch, meine ja, für mich jetzt nicht wirklich, nein. Gut. Nein. Dann reden wir vielleicht auch über die Kampagne. Das ist ja ihr Hauptgeschäft, oder? Von ihrer Seite her. Was hilft jetzt wirklich, oder? Welche Art von Kampagne bringen die Leute langsam dazu, zu sagen, okay, es ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, ständig Säugen wegzurühren?
Die Sache ist, es hilft nicht nur eine Kampagne, das ist halt eben. Es gibt einen ganzen Haufen Ideen und wir sehen, das ist immer der Massnahmenmix, der bunte Strauß. Also wir sind eine Interessengemeinschaft, ein Verein, der Hilfsmittel zur Verfügung stellen von Plakaten über die Littering-Botschaften. Wir haben Raumpatenschaften, die meines Wissens in Dagmersälen aktiv sind. Das sind Leute, die freiwillig Streckenabschnitte säubern in ihrer Nachbarschaft. So Sachen funktionieren. Dann muss das aber auch in Zusammenarbeit mit der Gemeinde sein. Also die Gemeinde muss eben auch wählen. Da merken wir, das hat extrem gewechselt in den letzten Jahrzehnten. Das ist wirklich positiv. Ja. Sie sind also sehr gerne dabei, dass man auch etwas zusammen macht. Und wir sehen einfach, wie über den Massnahmenstrauß, dass der einfach zum Erfolg führt. Aber ich habe es vorher gesagt, die Verhaltensänderung, die braucht einfach Zeit und man kann nicht in 2, 3, 4 Jahren eine Änderung erwarten, dass es gar kehrt, 100%ig. Und ich nehme an, die Littering-Botschaften, die erfahren nicht immer nur Sympathie. Da gibt es wahrscheinlich auch noch heikle Situationen. Ja, selbstverständlich, ja, leider. Ja, gibt es Beispiele? Ja, das gibt es, wenn es sich eindunkelt und sie gehen da gewisse sogenannte Hotspots, wo man schon ein bisschen am Festen ist und nicht nur Mineralwasser trinkt, sondern vielleicht auch mal ein Bier. Dann kann es sein, dass die einen ein bisschen aggressiv reagieren auf Ideen oder auf Aufforderungen oder auf Hinweise oder auch auf ein Gesprächsangebot. Die Botschaften gehen ja vorsichtig vor, das sind junge Leute. Man geht einfach mit den Leuten schwätzen, dass es dann doch einmal vielleicht eine Flasche berechnen, dass so zugeworfen wird. Also, ich habe gelesen, dann haben wir schon die Polizei mitgegeben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das haben wir ganz am Anfang mal müssen machen. Da sind wir aber spät am Abend unterwegs gewesen, wo wir einfach gemerkt haben, das bringt gar nichts. Also, wenn jemand betrunken ist, dann nützt das nicht. Das hat keinen Sinn. Noch die Frage von der Zivilcourage, wenn man Leute beobachtet oder einfach ihr Zeug liegen, zum Beispiel im Zug oder auch sonst, wie soll man reagieren? Kommen wir zum Thema Zivilcourage. Da muss man einfach schauen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Das ist halt so eine Momentabschätzung. Es gibt sicher eben, das habe ich vorher gesagt, vielleicht gibt es Leute, die das einfach vergessen haben und schlicht nicht daran denken oder gerade etwas anderes studieren. Und wenn man dann sagen, da hat es einen Kübel oder sorry, sie haben etwas liegen lassen, kann das fruchten. Man muss es einfach nicht durchzwängen. Ich denke, das bringt auch nichts. Aber man darf sicher darauf hinweisen. Die Botschaft hat natürlich den Vorteil mit ihren Wägeln, die können sagen, ich habe da gerade einen Entzug. Ich habe gesehen, sie haben es liegen lassen. Ich hätte da gerade eine Entsorgungsmöglichkeit, möchten sie das nutzen. Und die Leute wissen es ja, wir reden ja immer über das Gleiche, man sollte nichts am Boden rühren oder nichts liegen lassen. Das ist eigentlich etwas, was wir nicht einfach müssen. Ja, das ist ja das, ja. Und das merkt man auch, die Leute sind dann eigentlich ein bisschen peinlich berührt und machen das auch. Und vielleicht hilft das ja dann auch, dass man sagt, ja, so schwierig ist es nicht. Herr Frischknecht, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe natürlich, dass Sie weiter ganz viel Erfolg haben, dass unsere Leserinnen und Leser und ich mich weniger muss ärgern wegen dem Littering. Vielen Dank Ihnen und das hoffe ich auch sehr. Ja. Dankeschön. Wir sind nächste Woche mit einem neuen Talk für Sie da. Und zwar ist bei uns die Aargauer Kantonstierärztin Barbara Thür. Wir fragen Sie, welche Massnahmen sie nach dem Tierdrama in Oftringen in die Wege geleitet hat. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da. Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.